De GR 86 vun Toyota d'Schwester vu Subaru BRZ e sportliche Coupé mat Spaßfaktor mat engem Boxer Benzinsmotor, enger Handschaltung an op den Hënnestreder ugedriffen. Den Nofolger vum GT 86 sollen alle Fronten verbessert gesinn, oni ewre lo se puristischcht Grundrezept changeiert zu hunn. E klenge sportliche Coupé as ich ze schwer an ze klenge. E grosse Coupé sprengt dere Budget. Da kann ich vielleicht an der Automotorshow mit diesem flotte sportliche Coupé weiterhelfen. Beim neuen GR86 von Gazoo Racing wirkt ein Design deutlich mehr rund und sieht dabei auch nach mehr sportlich elegant aus. Mit schmalen Scheinwerfer, eng flott Optik vom Capo, feinen Design von Front und Heckschub und dazu ein dezentes Spoiler Deckel. Auf ihre Lotgewicht vom Auto nicht so viel schwerer zu machen, goufen die Capo an Drahtkästen aus Aluminium gemacht. Die Japaner sind aufrichtig darüber, die leichteste Coupé mit 4 Plätze gebaut zu haben, obwohl das Segment von diesen 4 Plätze Coupé mittlerweile gut zu übersehen ist. Außerdem ist Toyota aufrichtig auf seine aerodynamischen Verbesserungen, die auch aus dem Motorsport-Engagement vom Modell an Serienproduktion angeflossen sind. Dazu zählen noch 4 die grossen Luftlöcher und auf der Seite die neuen Seitenschweller. Dem Toyota GR86 sind Mossen bestehen aus enger Länge von 4,27 m, enger Breite von 1,70 m und enger Höhe von 1,31 m und einen Radstand von 2,57 m. Den Interieur ist ganz bestimmt nicht die größte Stärke vom GR86. Aber werden sie am Jahr 2022 von den letzten Sportsfeen für 33.460 € auf den Haffel stellen, dem kann das auch nicht mehr wie egal sein. Und mal ehrlich, so schlimm ist das doch nicht. Viel wichtig, sitzen sie für mich ganz okay mit einem guten Support für allem am Schülerbereich. An einem guten Komfortlevel, wo es nur 2 bis 3 Stunden an dem Volant nach auszuhalten ist. Schön ist nicht, dass es keine elektrische Anstellung von den 4 Sitzen ist. Und der Volant auch für mich nicht perfekt zu verstellen wäre. Aber wie die Plätze hinten dran ist gesagt, also auf diese Bilder zu sehen. Ob manst keine Person über 1,20 Meter findet sich halt zurecht. Dieses Auto hat hinten dran kein Zentimeter Platz für die Beine und sein Mal lädt bei 276 Liter Ladevolumen. Den unnötigen Schnickschnack für diese Klasse von Auto hat Toyota auf der Seite gelassen. Den Interieur ist gut überguckbar und für die wichtigsten Funktionen gibt es Knäpperchen, Schaltern oder ein Rädchen. Sein Infotainment-System wird auf einem 8 Zoll Ekran aufgespielt und die Oberfläche sein Menü als einfach gehalten und aber ganz intuitiv. Ein Navigationssystem wäre an unserem Testauto nicht zu finden. Wie dafür lässt sich den iPhone via Android Auto oder Apple CarPlay am System verbinden und gut als Navigationssystem nutzen. Eine Kamera für Handricks zu fahren bietet sich auch gut an, weil die Sicht nach rechts oder nach links handeln ist nicht so perfekt, weil aber bei einem Sportcoupé zu verstehen ist. Ein von den Hauptkriterien vom early GT86 war der mit dem 2 Liter Saugboxermotor mit 200 PS. Den neuen GR86 ist auch keine Rakete, aber soll besser laufen. Weil das auch schon auf den nächsten Kilometer herausfinden. Sein Zylinder aus dem 4-Zylinder Boxermotor ist auf 2,4 Liter geklommen, bietet eine Leistung von 235 PS bei 7000 Touren und 250 Nm bei 3700 Touren. Serienmäßig überdreht eine 6-Gang-Handschaltung, Kraft auf die Hühnersträder, ein Board absolut präzise, die sich auch einfach und knackig durch alle Gang durchzieht. Gegen das Supplement ist aber auch eine 6-Gang-Automatik zu bestellen. Von 0 auf 100 km/h verlaufen 6,3 Sekunden und seine maximale Vitesse tritt bei 226 km/h an. Eine ideale Lösung für so ein Gefühl, weil ein Turbo oder eine Kompressorabladung hat ein zusätzliches Gewicht, Komplexität und Kosten mit sich gebracht. Und gleichzeitig die linear und das gut aufrufbare Wurzeln von der Leistung von einem Saugmotor verdürfen. Lo tritt Toyota mit seinem 1,3 Tonnen schweren GR86 auch nicht mit all Sicherheitssystemen
wie bei verschiedenen anderen Autoen, Systemer, die sowieso kein sportliche Chauffeur kann gebrauchen oder auch mal nicht weiß, dass er so Bord wird. Es gibt noch heute kein 4 bis 5 Vormodussen, es gibt da 2. Und da man da auch als Chauffeur gut eins geht. Toyota verspricht doch heute eine 50% Augmentation von der Torsionssteifigkeit, er kommt heute beibehalten vom Schwerpunkt für mehr Leichtigkeit und Beweglichkeit notieren. Auch seine Amortiseuren sind passiver Gestalt. Er bietet einen sicheren Kompromiss, ob schon ein kleines Knuppen und Knubbeln auf der Straße merkt. Hallo, wir fahren an einem Sportsfond. Kurz ein bisschen mehr fest im Volant gezogen, liegt man mir zu Fuß gewackelt, an der GR86 hängt sein hinnischen Deel raus. Am vollen Schein von Rass, ein spaßig Trutschen oder ein Driften, weil den aber gut an der Hand hat. Außer bei nassen Straßen also schon ein bisschen hektisch gehen. Weil die Straßen mir eng und Kehren mir eckig wären, wird den Toyota GR86 auch immer mehr sein Talent bewiesen hat. Und dass er den Sportlichen aber dabei nicht so viel ein nervöse Sportcoupé ist. An denen uns ein Punkt durch Spritverbrauch auf 100 Kilometer statt an den Straßen auch die 10 Liter Sprit gefroht wird. Mein Fazit fällt auch kurz aus. Den Toyota GR86 hält, was er verspricht, also auch kein höchst technisches Gefühl und er selber ziemlich perfekt für die Chauffeur, den ungefilterte Spaß im Vorsicht.